Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, es ist wieder soweit. Der FC ist wieder da, unser erstes Bundesligaspiel. Ein Jahr nach dem Abstieg. Wir sind endlich wieder aufgestiegen. Und nun ja, direkt geht's los mit einem Auswärtsspiel. Wir spielen in Mainz und deswegen auch nochmal schöne Grüße an meinen treuen Follower, den lieben Paul, den Mainz 05-Fan. Der ist schon einer der, ich sag mal so, Oldschool-Follower und es wird natürlich für ihn interessant sein, was ich heute zu sagen habe. Bitte alles mit einem deutlichen Augenzwinkern sehen. Wir haben ja keinen Beef oder sowas miteinander, keine Sorge. Wir mögen uns ja alle. Aber trotzdem, am Sonntag sieht es deutlich anders aus. Das wisst ihr ganz genau. Ja, oh Mann, ey. Wisst ihr noch, vor einem Jahr, als wir abgestiegen sind, oder vor etwas mehr als einem Jahr, da sind wir mit der Transfersperre abgestiegen. Wir dachten wirklich, wie geht's weiter? Ich hatte auch tatsächlich gar nicht großartig darüber nachgedacht, ob wir jetzt aufsteigen sollen oder nicht. Ihr braucht nur die letzte Staffel zu verfolgen, wie oft ich gezweifelt habe, ob wir überhaupt aufsteigen und dergleichen. Und im Nachhinein ist uns das doch gelungen. Und nun ja, wir treten an mit einem komplett neuen Gesicht. Eine komplett neue Mannschaft, die jetzt in Regensburg ganz knapp gewonnen hat. Wir werden noch sehen. Ich hoffe, in Sachen Sturm wird da noch ein bisschen was umgestellt. Ich hoffe, Ragnar Ache wird derjenige sein, der im Sturm antritt, weil Bülter hat mich gar nicht überzeugt. Aber generell in der Offensive, da muss ein bisschen mehr Power kommen. Ganz klar. Und ich hoffe, das gelingt uns auch. Ich hoffe, dass wir da nicht irgendwie in Lampenfieber versinken. Gibt da nur wenige Spieler, wo ich sagen kann, die scheinen mental auf jeden Fall voll auf Bundesliga-Kurs zu sein. Dazu gehört auch Isak Johannesson. Je mehr ich mich mit diesem Spieler beschäftige, umso mehr habe ich die Vermutung, dass das hier der große Superstar beim FC in dieser Saison sein könnte. Das ist so mein Gefühl. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir müssen punkten. Wir müssen punkten auf jeden Fall. Es darf nicht schon wieder losgehen mit einer Auftaktniederlage, weil ihr wisst ganz genau, das wirkt sich auch mental auf die Spieler aus und auch auf deren Selbstvertrauen. Ich hoffe jetzt mal das Beste für kommenden Sonntag. Weil die Mainzer haben ein sehr schweres Auftaktprogramm. Die sind am Montag angetreten, haben eine kleine Reise nach Dresden gemacht. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, müssen sie noch ihr Conference League-Spiel in Trondheim über die Bühne bringen. Das ist auch ziemlich weit weg. Und deswegen, meine lieben Mainzer, ich hoffe, eure Spieler haben wirklich alles gegeben, wirklich Knallgas gegeben, sich komplett ausgepowert, weil Europa ist nicht alle Tage. Weißt du, Bundesliga, das ist ja das tägliche Geschäft und so. Europa ist ein Privileg. Da muss man doch wirklich alles geben und ich hoffe, das haben die Spieler gemacht. Wirklich ihre komplette Höchstleistung abgerufen, weil da können sie sich nämlich Sonntag ruhig ein bisschen auf die faule Haut legen, ein bisschen zurücklehnen. Das Tore schießen übernehmen wir da gerne. Das ist so meine Hoffnung für den kommenden Sonntag. Gleichzeitig müssen wir auch mit einbeziehen, es gibt Stress mit einem Spieler, Nelson Viper, der ist quasi momentan komplett auf dem Abstellgleis. Da gab es einen Streit mit seinem Berater seitens der Mainzer und ich hoffe, diese kleine Unruhe wirkt sich dann auch noch ein bisschen darauf aus, wie dieses Spiel am Sonntag verlaufen wird. Unser Bundesliga-Comeback. Ja, ich muss wirklich darauf hoffen, dass wir da punkten, aber ich habe trotz alledem gemischte Gefühle. Ich wüsste jetzt an der Stelle nicht, was ich da tippen soll. Und deswegen, auch für die neuen Zuschauer, ähnlich wie damals beim Münzwurf von Rotterdam, spielen wir hier ein kleines Spiel. Und das nennt sich Geiß oder Bock. Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock. Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt? Oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze gnädig. Und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Da die Münze gegen Ende der letzten Saison, ich hatte mir eine neue besorgt, ziemlich oft verkackt hatte und irgendwie immer auf der gleichen Seite gelandet ist, probieren wir es jetzt mal mit einer ganz regulären Euro-Münze. So, hier die Seite, wo ihr die Ziffer seht, das ist die positive Seite, das für mich positivere Ergebnis, das ich tippen würde. Und hier die Seite mit dem Kopf.
also Kopf oder Zahl, das ist dann das etwas negative Ergebnis. Deswegen, jo, Geis oder Bock? Ich hätte beinahe unentschieden getippt, wenn es auf der negativen Seite gelandet wäre. Deswegen mein Tipp 1:0. Beziehungsweise 0:1, Entschuldigung. Ja, 0:1, wir gewinnen 0:1 in Mainz. Ja, ich habe so ein kleines Gefühl, dass wir ganz, ganz knapp da uns noch durchwursteln können, weil die Mainzer sich halt komplett verausgabt haben. Hoffentlich, hoffentlich. Also ich hoffe, ihr spielt da in Trondheim nicht mit angezogener Handbremse. Bitte nicht. Gebt alles, gebt Vollgas, gebt Knallgas. Könnt ihr gerne Europa erobern, aber dann am Sonntag ein bisschen Piamo. Ja, zu guter Letzt, liebe Freunde, ich stehe kurz vorm Urlaub. Am Samstag geht es dann für mich nach Serbien. Dort werde ich 4,5 Wochen sein. Also 4,5 Wochen, sage ich jetzt nicht, wird es keinen Content geben. Ich habe da so ein kleines Video schon vorproduziert. Hier ist schon mal das Thumbnail. Save the date. Das Video wird veröffentlicht am 8. September um 17 Uhr. Das kann man hier bei YouTube zum Glück einstellen. Ich habe 3 Tage lang mich auf dieses Video vorbereitet. 3 Tage lang gefilmt. Das ist so quasi, nennen wir es mal, eins meiner Großprojekte. Das wird auf jeden Fall veröffentlicht, aber ich kann euch nicht garantieren, dass das wirklich so klappt mit den Videos. Ich hatte letztes Jahr schon Probleme mit dem Upload. Der Pierre hat mir da sehr aus der Patsche geholfen. Ich habe ihm des Öfteren über mein Handy halt Videos rübergeschickt, die ich auf dem Handy geschnitten, zusammengefügt habe und so weiter. Aber sobald das Video über 7 Minuten ging, dann konnte das nicht rübergeschickt werden. Ich habe auch volles Vertrauen in Pierre gehabt. Der hat mit meinen Login-Dateien das Ganze hochgeladen. Deswegen nochmal Grüße gehen raus, Bro. Danke, du hast meinen Kanal letztes Jahr am Laufen gehalten. Wie das dieses Jahr aussieht, keine Ahnung. Ich habe so einen Billig-Laptop dabei von Aldi, den habe ich vor 2 Jahren mal geholt. Und ich habe keine Internetleitung außer auf dem Handy. Wir haben nämlich das Internet zu Hause in Serbien abgemeldet. 80 € im Monat war da im Nachhinein zu viel, weil wir zu selten da sind und es sich nicht gelohnt hat. Deswegen, ich muss mit einem Laptop zu Verwandten rüber und schauen, ob bei denen das Internet stabil genug ist, um das hochzuladen. Und deswegen, es gibt keine Garantie. Und wenn ich was hochlade von Serbien aus, dann nur Reactions. Das hier ist dann für die nächsten 4,5 Wochen mein letztes Vorschauvideo. Auf jeden Fall das letzte Vorschauvideo, weil ich will auch noch Urlaub machen und das ist mir zu stressig auf Dauer, noch in Serbien irgendwie, ja, wie soll ich sagen, Standard-Content zu bieten. Deswegen, ich bemühe mich, Reactions zu filmen auf die Spiele. Ob ich sie sehen kann, ist auch unter einem Fragezeichen, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, die Zusammenfassungen zu sehen und anhand deren wird dann von mir, ja, das Spiel bewertet und wird es dazu eine Reaction geben. Damit ihr schon mal Bescheid wisst, sagt es gerne weiter. So sieht das halt in nächster Zeit aus. Ich möchte auch den Urlaub genießen und deswegen wahrscheinlich nur Reactions, wenn sie denn überhaupt hochgeladen werden können. Ich kann euch nur sagen, aktiviert die Glocke, weil was ich auf jeden Fall hochladen kann, sind diese Beiträge, diese Community-Posts. Da kann ich euch zumindest auf dem Laufenden halten, wenn es mit dem Upload nicht geklappt hat und wie ich das Ganze zur aktuellen Lage sehe. Und dann würde es nach 4,5 Wochen wieder wie gewohnt hier weitergehen. Aber wie gesagt, 8. September ist zumindest ein vorproduziertes Video während der Länderspielpause für euch zu sehen. Und ja, das war's dann erstmal. Und ich sage erstmal bis bald. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen.